Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Und das erste Wort, was ich jetzt sagen will, ist Knetkopf-Alarm. Definitiv. Ich bin falsch. Das ist das, was ich sagen kann. Ich habe jetzt nämlich nochmal nachgeguckt, weil ich das echt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und es ist tatsächlich so, dass wir zuerst, okay, Heinsens Waffenlevel ist gestiegen, schwer erreicht Level 2, auch nicht schlecht. Ihr kommt jetzt hierher, ihr Trollas. So. Und wir müssen zuerst tatsächlich ins Winterdorf freigehen. Wir müssen zuerst ins Eisgebiet und hätten hier erst wesentlich später zurückkehren sollen. Das heißt, falsches Gebiet. Ist etwas zu früh für Feuerpalast. Also sorry, gerade für die das Spiel jetzt wirklich noch richtig auf dem Schirm haben. Und wir jetzt gerade zugucken, Entschuldigung, kann passieren. Okay. Erstmal einen Schluck Wasser. Und dann machen wir, dass wir hier fortkommen. So, wir halten uns an der Ränder. Und so schnell wie möglich wieder noch Eloasis. Ja. Oh, sorry. So. Einen Moment mal kurz. Da bin ich wieder. Sorry. Das war eben nochmal ein Verschlucker hoch 3. Das hätten wir nicht hören wollen, beim besten Willen nicht. Aber du vorher mal ordentlich Kohle abgestaubt, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt in den Tempel 10.000 Goldmünze Gewinn gemacht. Naja. Der war auch wahrscheinlich auf einer erheblich höhere Stufe, als wir eigentlich hier sein sollten. Wie dem auch sei. Ja. Ich würde gerne den Spielstand speichern. Wir sind jetzt auch ein paar Level stärker. Dann würde ich ganz gerne mal, da wir ziemlich viel Objekte verschwendet haben, bei dem illustre Händler hier einkaufen. Ach, wenn die Mucke ziemlich traurig ist. Da kaufen wir auf jeden Fall noch Ei. Und Lebenswasser. Ja, das bräuchten wir dann auch wieder. Da habe ich leider ziemlich viel verschwendet und verdummbeitelt. Okay. Erstmal nix. Tschüssikowski. Und wir müssen Vesuvio holen. Ein Jobelli, weil der denn hin für 50 Goldmünzen. Ich will zu der Weihnachtsinsel, mein Lieber. Nix erkältet auf der Weihnachtsinsel, aber in die Kanone. Perfekt. Dann gehen wir mal zur Weihnachtsinsel. Ho, ho, ho. Und rums. Ach ja. Und wo jagt's uns jetzt hier? Wer hätte es gedacht, wir wären noch Norde geschossen. Ja, und wir landen nachher mal wieder ziemlich episch in der Pampa. Glücklicherweise ist es nicht irgendwo ins Meer mit uns reingegangen. Du hättest mal ein Problem gehabt im Eismeer. Ja, hier ist auf jeden Fall die Musik schon mal wesentlich fröhlicher und Walrossmenschen scheinen hier unterwegs zu sein. Hallo du. Willkommen im Schneedorf. Oh, okay. Was habt ihr denn so im Schneedorf und warum tanzt der nicht? Händler haben so Tanzer. Wie kann ich helfen? Guck mal mal. Du kannst mit nichts helfen, was die andere Kaufspeine Eloasis nicht schon gehabt haben. Quatsch, will ich doch gar nicht. Nö, ich will nichts bei dir kaufen. Das habe ich alles schon bei so einem freundlichen Händler in Eloasis gekauft. Und der tanzt auch wenigstens, der Händler. So, frohe Ostern. Es ist nicht eher Weihnachten. Im Kristallwald lebt ein seltsamer Typ, der mit seinem Rentier spricht. Wie Klischee. Jetzt müsste man Solaris sein, was? Ihr könnt Solaris nicht? Nö. Das sagt man nichts, mein Lieber. Und was ist dann hier? Okay, hier ist kein Mensch. Warum auch nicht? Wobei von Menschen kann man hier auch nicht sprechen. Hier ist ja kein Walross. Und da ist noch was. In der Hütte lebt auch niemand. Okay. Die sind alle damit beschäftigt, hier in der Gegend rumzurennen. Der sagt wieder frohe Ostern. Was ist mit dir? Ja. Der rennt wieder über den Weihnachtsmann. Und hier haben wir noch einen Rüstungslader. Aha, Berti, der ist auch überall, der Typ, oder? Der hat auch überall seine Klone.
hallo, verdammt kalt hier, oder? Ja, vorher war es irgendwie zu warm, hier ist es zu kalt. Das ist ein komischer Typ hier, der Berti. Ja, komm her, du. Ich bin der Schmied vom Schneedorf, schaffen wir den Berti hier weg. Tja, ich glaube, den krieg ich erstmal nicht los, wenn die Zwerge leicht ein bisschen besser geerbt. Dann gehen wir doch mal hier durch. So. Oh, schön sieht's hier aus. Und ich muss sagen, das war immer mein Lieblingsort zum Leveln wegen der Gegner hier. Die Frostwölfe sind perfekt zum Leveln. Und die platzen auch so schön. Und platsch. Wölfe zum Platzer gebracht. Wie im richtigen Leber. Direkt aus dem Leber gegriffen, würde ich sagen. Und platsch. Und noch einmal. Uff die Gosch. Und uff die Schniss. Los, Peitschen kaputt. Gretel. Mach was. Gut. Und der ist jetzt geplatzt. Das heißt, du kannst jetzt nochmal euch heilen. Und sehr schön. Also unser Magie-Level, muss ich dazu sagen, richtet sich nach unserer Patrone, die wir haben. Und derzeit haben wir 3 Patrone, das heißt mehr als Level 3 kann das, glaube ich, nicht sein derzeit. Es kann natürlich sein, dass es mich durch ihr... Frostköter heißen die, nicht Wölfer. Okay. Aber es kann sein, dass ich mich durch ihr... Aber ich glaube, ich habe es irgendwie so im Hinterkopf, dass sich das nach unserer Patrone richtet. Und... voll auf die Gosch. Efeu-Mantel. Hör doch auf mit so einem Quatsch. Na toll. Jetzt bin ich auch noch lahmarschig. Und... sehr gut. Gut, wunderbar. Dann können wir jetzt hier rum. Und Frostköter ist erledigt. Also ich muss sagen, früher war das echt immer die perfekte Gegend, um aufzuleveln, weil die verhältnismäßig sehr viele Erfahrungspunkte geben, dafür, dass sie eigentlich kaum Aufwand sind. Klar, auf dem Level sind sie jetzt immer ein bisschen härter, aber generell sind diese Frostköter nicht gerade die stärksten Gegner und geben ziemlich viele Erfahrungspunkte. Von daher perfektes Off-Level-Gebiet. Ach, für spätere Stelle im Spiel kann man auch hier immer noch rumlaufen und hier kräftig aufleveln. Oh, was ist da mit dir? Ich bin ja allein, mein Herrchen ist verschwunden. Wahrscheinlich hat das Monster im Eispalast mein Herrchen aufgefressen. Ach Gott. Der Weihnachtsmann ist von irgendeiner Kreatur gefressen worden, das hören wir aber nicht so gern. Aber wir rahmen erstmal sein Haus aus. Einen Lanzenorb, das ist gut. Und, huch, da ist ja noch was drin. Wundertüte. Noch ein Lanzeorb. Nicht schlecht. Das heißt, wir sollten vielleicht dann doch nochmal zurückgehen und nochmal zum Berti gehen. Jetzt ignorieren wir mal die Frostköter so gut wie es geht. Mir noch. Mir noch, habe ich gesagt. Ach, du blöde Kuh. Komm. Ja, ist das erleid. So, dann hier rum. Autsch. Frostköter ist erledigt. Ich ach so halbwegs. Und dann hier ist das erleid. Kommst du wohl hier nachher, du? Oh, ja, komm. Das gibt's doch gar nicht. Also manchmal stellen die sich echt blöder, als sie sind. Okay. Jetzt wieder zu dieser fröhlichen Mucke. Und zu unserem Happy Blacksmith. Und der macht uns jetzt was Schönes. Kalt hier, ne, Ackermann? Ja, das ist mir klar, aber man kann sich ja dick anziehen. Eisenlanze wird zu Gaslanze und Gaslanze wird zu Echsenlanze. Das ist natürlich der logische Ablauf der Dinge. Deswegen nennen wir uns jetzt auch gleich mal die Echsenlanze. Die macht bestimmt auch Schade wie Sau. 57. Das dürfte eins von der besten Dinger sein. Bei der Gelegenheit ratzen wir jetzt auch gerade noch eine Runde. Für 50 Goldmünze lohnt sich das auf jeden Fall. So, jetzt können die 3 mal in aller Ruhe schlafen. Und fit sind sie auch wieder. Perfekt. Und jupp, speichern will ich auf jeden Fall auch. Mann, Meter. Also ich muss echt nochmal für die letzte Episode sorry sagen. Das war wirklich effektive Episode, verdummt beidelt. Weil ich wirklich gedacht habe, okay,
Es muss in den Feuerpalast gehen. Und ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass man zuerst hier in die Gegend rein muss. Aber wie gesagt, sorry, dass die Episode verschwendet war. Ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß gehabt. Das war mehr oder weniger jetzt so Off-Level-Folge, die letzte. Weil da haben wir ja schon mal ein bisschen gelevelt. Und ja, die Erfahrungspunkte und die Stufe, die wir aufgestiegen sind, die können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Also in dem Sinne verschwendet war es nicht und aufgeregt habe ich mich ja auch ein paar Mal ziemlich gut. Also es könnte auch zu eurer Unterhaltung beigetragen haben. An der Stelle muss ich wirklich nochmal sorry sagen. Ich habe viele Stellen aus dem Spiel wirklich noch richtig gut im Kopf. Andere Stellen wiederum sind bei mir weg, beziehungsweise durch Passage von Secret of Mana 2 überlagert, weil ich Secret of Mana 2 auf dem Emulator sehr, sehr häufig gespielt habe. Heinz erreicht Level 4. Und Secret 24 natürlich. Heinz und Gretel haben Stufe 24. Sehr gut. Jo, und ich habe dann natürlich auch eher von dem Seiken Densetsu 3 beziehungsweise Secret of Mana 2 ein bisschen mehr noch auf dem Schirm. Und da verwechsel ich ab und zu mal was. Von daher, sorry an der Stelle von meiner Seite, aber sowas kann passieren. Dafür ist es ja auch ein Let's Play und kein Walkthrough. Wir wollen hier Spaß haben. Wir wollen hier verzählen, wir wollen Spaß haben, wir wollen auf jeden Fall hier kein 100% oder was rausfinden. So, perfekt. Haben wir das auch erledigt. Jetzt sind auch die Minus-Kreaturen wieder dabei. Die sind anscheinend sehr allumfassend. Überall, wo Erde ist, sind auch Minus-Kreaturen. Und du auch noch. Und hatte ich die Peitsche, natürlich hatte ich die Peitsche nicht getroffen, ist ja klar. Aber jeder Angriff von dir sitzt. Und der Boomerang hat jetzt getroffen. Warum auch nicht? Helga erreicht Level 24. Kanoni-Reisebüro ist hier. Die Gretel rennt mal wieder voll gegen das Gestrüpp dran. Okay. Aber ich finde, unser Waffe und unser Level mittlerweile in Kombination macht schon ziemlich gut Standardschade. Oh, die Kerle da drüber, die sind auch nicht schlecht. Die sollte man sich definitiv auch noch zur Brust nehmen. So. Und. Mist, der hat mich getroffen. Jetzt macht er sich auch noch eine Eisklinge hier. Komm schon her. Machen fertig. Oh Mann, der hat ja eine Ausweichchance ohne Ende, der Typ. Lanzencooper ist konfus. Autsch. Aber kann uns immer noch ordentlich erwischen. Lanzencooper ist wieder konfus. Oh, dann peitscht doch nicht, wenn ich schon hier Schade drauf gemacht habe, wenn du weißt, dass es nicht staffelbar ist. Meine Fresse. Gut, das war's jetzt mit dem. Oh, ich bin immer noch, man merkt, ich bin immer noch ganz leicht erkältet. Eventuell hört man es an meiner näselnden Stimme. Aber es beruhigt sich mittlerweile echt. Ich habe seltener Huster, nur wenn ich sehr viel hintereinander babbel bei Let's Plays. Und vorher habe ich halt Baldur's Gate aufgenommen. Normalerweise ist genau umgekehrt, dass ich zuerst Secret of Mana und dann Baldur's Gate aufnehme. Und dass ich dann die Stimmprobleme bei Baldur's Gate dann habe. Beziehungsweise das Huster habe ich dann erst bei Baldur's Gate. Und jetzt ist es etwas umgekehrt. Nicht etwas, sondern es ist umgekehrt. Das kann nicht etwas umgekehrt sein. Das ist wie ein bisschen schwanger sei. Gut, dann Gretel. Ach du Kuh. Jetzt hast du extra aufgeladen. Also manchmal sind die Leute echt ziemlich doof. Gut. Pff, das war jetzt auch voll ins Nichts. Sehr gut, der hat getroffen. Sehr, sehr schön. Dann können wir jetzt auch hier weiter. Und jede Menge Frostköter. Sehr schön. Nutzen wir doch gleich mal. Und zack. Heinzens Waffenlevel ist gestiegen. Lanze erreicht Level 3. Also ich muss sagen, das ist auch noch so ein Grund, weswegen ich das Spiel etwas mehr mag als Secret of Evermore. Allein schon, weil die Waffe sich sehr viel schneller leveln lassen. Das ist schon mal was sehr Praktisches. Oh nee, komm. Die können wir auch wieder nur mit Magie besiegen und ich will jetzt nicht das Ding die ganze Zeit dabei haben. Huch. Wow, hier ist was. Was lauert dann hier? Oh. Oh, sowas kennen wir doch.
Sowas kennen wir doch noch aus dem Zwergedorf. Wie hieß dann der mittlerweile, der Knecht? Okay, der Knecht heißt, das können wir uns gleich angucken. Speireier. Okay, was kann er dann, der Speireier? Der ist gegen niemand besonders auffällig. Okay. Das ist ja schon mal nette Info. Oh, und jetzt werden wir erstmal gekraftwassert. So, wunderbar. Wo ist er dann, der Knecht? Ah, da ist so ein anderer. Komm her, du Speireier. Mist. Jetzt ist wieder die Aufladung für den Arsch. So ein blöder Standard-Angriff hat es jetzt erwischt. Na gut, komm schon her, Speireier. Du winterlicher Verwandter des Tropicalo. Sehr schön. Aber seinen komischen Wurmfortsatz, den hat er immer noch. Und... Ach, Mann. Komm schon. So. Gut, jetzt will ich wieder aufladen. So ist er. Und... Mist, das war wieder nicht getroffen. Also mit dem Treffer ist es echt so eine Sache. Also man merkt im Spiel auf jeden Fall, es hat durchaus noch wirklich viele Fehler, die man ausmerzen kann. So muss ich sagen, ist Secret of Mana 2 bzw. Seiken Densetsu 3 erheblich benutzerfreundlicher und spielerfreundlicher. Jawohl, sehr schön. Das war doch mal ein guter Treffer hier. Den Knecht habe ich auch erwischt. Und da kommt er jetzt wieder raus. Speireier ist erledigt. Und ich glaube, seine komische Gehilfe habe ich tatsächlich fertig gemacht. Der ist ja jetzt explodiert, statt einfach nur zu erstarren, wenn er getroffen wird. Gut. Ah ne, du wächst ja wieder noch. Okay. Dann würde ich sagen, was denn hier? Und wo kommt da raus, der Speireier? So ist er wieder. Ah, sehr schön. Die Gretel hat ihn gekillt. Ausgezeichnet. Und was gibt er uns, der Speireier? Und weiter geht's. Bogenorb erhalten. Okay. Nehme ich mal so hin. Oh. Hört mal die Musik, das ist von Grund auf böse hier. Willkommen in Solaris. Hier ist es immer warm, selbst wenn es schneit. Aha. Also fällt hier warmer Schnee noch over, oder was? Ein Haus in der Gegend kostet so um die 1 Million Goldmünze. Billig, oder? Ach du Scheiße. Und was ist hier? Ich komme aus Goldstadt. Schäfer dich? Und du? Es ist total in, hier ein Ferienhaus zu haben. Also lauter so reiche Schnösel, die hier leben. Und, der Ort ist wundervoll, was meinen ihr? Ja, großartig hier. Perfekt und vor allem auch nur umgeben von, üble Monster, die uns umbringen wollten. Und was ist hier? Hey, ich kenne euch, ihr schuldet mir noch eine Mark, her damit. Nee, los mal. Aber wir kennen die definitiv. Die Jungs kennen wir noch von als Manasabe-Diebe. Ich liebe den Ort. Aha, okay. Ja, die kennen wir noch. Und wir können uns denken, dass das die Diebe vom Feuersame sind. Der braucht schon Mana, wenn er hier ein Haus hat. Tolle Aussage, mein Lieber. Ich hasse Schnee und Eis. Und deswegen ziehst du in einen Ferienort in einer Eisgegend, du Kuh. Ahoi Leute, hier in Solaris wachsen sogar Banane. Dufte, oder? Ja, mega dufte, Kollege. Und hier? Was machst du an dem Offe hier? Hey, ihr könnt aber gerade mal helfen, es dauert nicht lang. Wir müssen aufpassen, dass der Offe immer schön geschlossen bleibt, okay?
Das glaube ich, machen wir nicht. Ich denke, das machen wir nicht. Und was sagst du noch, du Hansel? Ja, okay. Das ist der Willkommenstrupp. Ich glaube, wir gucken nochmal rein. Ne, schafft's ja auch ordentlich drin im Ofen. Das hämmert weiter aus dem Ofen raus. Was war denn das? Soll ich im Ofen machen? Ah, jo. Oh, da ist was. Endlich! Ich bin Vesuvio, der Patron vom Feuer. Unglaublich! Die Typen haben mich tatsächlich als Heizung missbraucht. Naja, ich danke euch vielmals und helfe euch ab jetzt. Vesuvio schließt sich an. Perfekt. So ein Feuersalamander können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Und jetzt ist der Winter wieder da. Ihr Dummgelb, habt ihr die Kinder nicht erkannt? Genau. Jetzt ist Vesuvio weg, aus der Traum. Hä? Der Mann ist aber aus dem Feuerpalast. Wo retten denn hier? Fragt doch mal noch um alten Mann, den mag sie hier hin. Alte Gosch. Komm Jungs, wir gehen. Ja, warum auch nicht? Jetzt haben wir auf jeden Fall Vesuvio bei uns. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich will gerade mal checken, ob hier noch Leute sind. Nee. Nachdem es hier nämlich so schön warm ist, sind die Leute getürmt. Das heißt, hier ist keine Menschenseele mehr. Und wir können jetzt wieder zurück und könnten theoretisch zum Feuerpalast. Oder wir gehen noch in der Eispalast. Und ich glaube, das machen wir noch eher. Aber ich würde dann erstmal wieder zurück zum Dorf gehen, um da nochmal zu speichern. Autsch. Dann wird die Episode halt noch ein bisschen länger, aber ich kann heute nicht mehr als die paar Aufnahmen machen, muss ich gleich sagen. Deswegen muss ich jetzt nochmal zurück ins Dorf und speichern. Es sei denn, wir hätten schön die Alternative auf dem Weg. So, Heilkräuter, die können wir immer gut gebrauchen. Die dumm. Warte mal, halte mal den Gaul an. Da kommen wir doch auch woher. Oder? Ja, das ist der Weg, der zurückführt wieder ins Dorf. Genau. Dann müssen wir halt da entlang, Kanoni Reisebüro. Aber ich mag auf jeden Fall nochmal in der Eispalast gehen. Deswegen nochmal beim Haus vom Santa vorbei. Ja, der greint immer noch, weil sein Meister fort ist. Aber... Oh, der Kater. Hat sich wieder verschluckt. Einen Moment mal kurz, ihr liebe Leid. Da bin ich wieder. Sorry, der Kater, der liegt hier bei mir im Zimmer. Und der legt sich immer auf mein Bett, während ich die Aufnahme mache. Und da das ja auch ein etwas älterer Jahrgang ist, der Kater, der ist jetzt 11. Und ja, es kommt halt immer wieder vor, dass er sich beim Butze verschluckt an seine eigene Haar. Und dann wirkt er halt so ein bisschen, macht so Geräusche. Und da bin ich dann halt neben dran und wenn ich ihn beruhige, dann erledigt sich das eigentlich ziemlich schnell. Und er kommt auch sehr schnell wieder dazu, dass er sich wieder fasst. Und ja, jetzt schläft er wieder in aller Ruhe, ihm geht's wieder gut. Nichts passiert. Also falls ihr die Geräusche von ihm im Hintergrund gehört habt, ja, das war der Kater, der sich verschluckt hat. Das kann einmal passieren. So ein alter Mann, der nicht mehr richtig schlucken kann. Ach ja. Aber, Gretel erreicht Level 15. Sehr schön. Also wie gesagt, nichts Ernsthaftes passiert. Ihm geht's wieder gut. Gutzel finden wir auch noch hier. Dann machen wir noch das Vieh hier platt. Und 327 Charter. Heinz erreicht Level 25. Und dann können wir jetzt hier nochmal eine Runde Penne gehen. Jo, und dann würde ich sagen, dass ich an der Stelle auch meinen Cut setze. Ist eigentlich auch ein schöner Punkt, um den Cut zu setzen. Immer hier haben wir jetzt Vesuvio. Und wir wissen jetzt, wo das nächste Ziel ist, der Eispalast. Und dann machen wir dann morgen bei Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.